Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Los mal». Diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger vielleicht, weil immer wenn ich so mitbekomme, dass jemand «Los mal» hört, wo ich das Gefühl habe, wie ist das entstanden? Dann psycht es mich so ein bisschen rein. Und dann denke ich erstmal die nächste ganze Folge, oh mein Gott, die Person hört das jetzt vielleicht. Das ist wie wenn ich herausfinde, dass irgendeine Kollegin oder so entfernte Bekannte von mir schon die ganze Zeit mitgehört hat. Leute erzählen mir das im Fall nicht einfach von Anfang an, sondern irgendwann, nach so 2 Jahren, kommen ein paar so «Ah ja, übrigens, in dieser einen Break-up-Folge.» Und ich so «Was? Digga, was? Du hörst das?» Dann habe ich eine sehr spannende Storytime für euch hier zu Beginn der Folge. Nachher gibt es eine Advice-Session. Eine heiss ersehnte Advice-Session. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Und zwar, ich bin wieder mal zum Zahnarzt. Zu der Zahnärztin, besser gesagt. Und ich war noch nie in dieser Praxis, weil sonst bin ich in Graubünden und sonst irgendwo und keine Ahnung was. Und auf das hatte ich keinen Bock mehr. Und dann bin ich dort hin, weil irgendjemand hat mir es empfohlen und man kann online einen Termin machen, was ja schon mal für mich ein Win ist, weil ich ja natürlich nicht anrufen will. Obviously. Oh, ich müsste auch noch bei der Bank anrufen. Leute, wirklich lieber komme ich ins Gefängnis für etwas, wo ich nicht angerufen habe und meine Infos durchgegeben habe, als dass ich anrufen muss. Aber auf jeden Fall, ich laufe dort rein und ich habe es schon gemerkt, weil es war eine Junge und ich glaube, ich weiss aber jetzt nicht, ich komme nicht mehr so ganz raus, wer was wie, aber vielleicht hört sie auch den Podcast. Ich bin dort reingelaufen und habe gewusst, okay, die beim Empfang, die kennt mich safe. Weil das erkennt man einfach, wenn jemand einen erkannt hat. Ich habe schon gedacht, oh, das wird jetzt mega peinlich, weil so, es ist einfach weird beim Zahnarzt, okay? So, mein Maul ist wide open. Ich habe nicht gewusst, ob ich 20 Löcher habe oder ob ich gute Zähne habe, weil ich legit eben jahrelang schon nicht mehr da war. Ich habe jetzt schon überall 10-mal gepostet, muss jetzt nicht noch mehr erzählen. Und dann ich weiss nicht, das war einfach ein bisschen weird. Aber auf jeden Fall waren alle mega nett gewesen. Und ich bin natürlich auch eine Plaudertante, wenn ich da mit irgendwelchen Fremden bin, dann schnurre ich einfach, weil lieber frage ich Sachen. Also ich finde es mega spannend, zum Beispiel immer, wenn ich bei irgendeinem Arzt oder Ärztin bin, dann frage ich so 100 Sachen, weil ich so denke, ja Bro, besser als ChatGPT. So, jetzt habe ich die Quelle vor mir. Und ich finde es auch spannend. Also habe ich mit denen geäppt. Und dann ist die Zahnärztin gekommen, kontrollieren, weil es ist eine Zahnreinigung und eine Kontrolle war. Und irgendwann fragt sie mich so, ja, und okay, und hast du irgendwie viel Stress im Beruf oder so, weil du knirschst, glaube ich. Und ich so, ja, nein, keine Ahnung. Weil eigentlich rede ich ja nie darüber, was ich mache, bei irgendwelchen Fremden. Ich sage einfach immer, ich studiere. Aber wenn sie dann halt fragen, ja, und was so beruflich, dann kann ich halt nicht lügen, weil ich so scheiße im Lügen bin. Dann hat sie gefragt, ah ja, also was machen Sie dann? Und ich, ja, studiere und selbstständig. Und dann sie, das ist ja aber schon noch viel, dann würde es ja schon Sinn machen, dass sie gestresst sind. Ich so, ja. Selbstständig mit was? Und ich, ja, so Social-Media-Sachen. Okay. Und dann hat sie, glaube ich, von Anfang an schon gecheckt, dass es so influencermäßig ist, weil mega oft sind die Leute halt auch so, okay, in dem Fall so Werbebranche oder so Agentur und dann kannst du einfach sagen, ja, so etwas. Und dann hat sie aber mega schnell so gefragt, ja, okay, aber sind sie in dem Fall bekannt? Also so, sollte ich sie kennen? Und das ist so eine üble Frage, Mann. Was antwortest du auf das? Ja, du solltest mich kennen, das ist weird. Kannst du ja nichts sagen. Dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, also wahrscheinlich, also wenn sie jetzt Leute fragen würden, dann würden wir wahrscheinlich schon ein paar kennen, aber nein, sie müssen mich nicht kennen. Und dann haben wir so ein bisschen davon gehabt, dass keine Ahnung, über das ganze Game und so und dass sie gar nicht so jemand ist und so. Und ich sage dann den Leuten immer, ja, ist auch besser so. Ist auch einfach Zeitverschwendung, oder? Das Social Media. Dann mutiere ich so zum Boomen irgendwie, weil es stimmt ja. Und ich will auch nicht ich finde, das wäre mega übel, wenn ich so die wäre. Ja, ich bin Influencerin. Ja, 9 Stunden am Tag. Nee, also ich finde das eben schon recht gut und auch wichtig, dass man das macht. Also weißt du, so bei mir juckt es ja wirklich nicht. Und dann plötzlich ist sie so, warte, wie heisst du? Und dann sagt sie, meine Tochter ist einmal, weil das ist gerade hier bei mir in der Umgebung, ist einmal dort und dort in deinem Dorf, gell, du wohnst dort, sind wir durchgefahren und sie so, ja, da wohnt Emma. Ich habe euch ja gesagt, die Leute hier wissen, wo ich wohne, das finde ich fucking creepy. Aber auf jeden Fall, ja, und dann die Kollegin so, und die findet die, glaube ich, noch recht cool. Und dann muss ich, oh mein Gott, wenn die wüsste und so. Alter, und dann ich so, oh mein Gott, ist das peinlich. Und vor allem, wenn ich Ärztin wäre, mir wäre doch die scheiß Schweigepflicht so egal, ich würde heimrennen und sofort erzählen. Aber sie hat dann glaube ich, so nichts gesagt. Und dann hat sie mir
per Mail nochmal geschrieben, weil sie etwas vergessen hat, mir zu sagen. Und dann haben wir so einen richtigen Briefaustausch, plötzlich Brieffreundschaft gehabt, per Mail. I love her. Und dann ist sie, plötzlich schreibt sie so, PS, habe noch in deinen Podcast reingelassen. Ah ja, jetzt verstand ich auch mehr, wieso meine Tochter das hört und so. Es ist noch spannend und so. Also, liebe Grüße an Sophia, falls du das hörst. This is about your mom, okay? Du bist eine cooles Mami. Aber und dann habe ich mich so geschämt. Dann schreibe ich ihr auch so, ja, okay, in diesem Fall weisst du jetzt auch von meiner frechen Seite. Mega peinlich, weil ich tue natürlich anständig so draussen. Ich würde nie im Leben so fluchen oder so irgendwo. Aber hier im Podcast rede ich ja wirklich einfach, als würde es niemand hören. Und dann Alter, habe ich mich so geschämt und sie weiss jetzt Bescheid über Tilda und über alles. Und wir haben noch so hin und her geschrieben und ich habe noch mal so Sachen gefragt und sie haben mir alles erklärt. Leute, jetzt hört einfach meine neue Zahnärztin ab und zu mal bei «Hören mal» rein, obwohl sie kein Social-Media-Girlie ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann hat sie noch so gesagt, ja, die eine folgt dir eben auf Insta und sie hat gesehen, du hast die und die Zahnbürste, die wären im Fall für deine Zähne nicht so gut. Und dann sagt sie, Alter, jetzt wisst ihr sogar, mit was ich meine Zähne putze. Aber es war Fake News. Es war nicht die Zahnbürste. Muss ich dann noch per Mail antworten. Das ist meine fucking, crazy, nicht fucking crazy Storytime von letzte Woche. Und wirklich, ich weiss nicht, das ist genau das, was ich immer sage, ich liebe es, mit so erwachsenen Leuten zu tun haben. Ich wünsche, ich hätte nur so erwachsene Friends, wo wir den ganzen Tag einfach ihr Wissen erzählen könnten und so gescheit sind. Und du kannst einfach alles fragen und sie haben irgendwie etwas Gescheites dazu zu sagen. Ich bin ja alte Seele. Auf jeden Fall, es gibt eine Advice-Session. Weil jemand ganz spezifisch mich angeschrieben hat und so gesagt, Emma, du machst doch immer Advice-Sessions. Kannst du es bitte wieder mal machen, weil I need help. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, safe. Und dann habe ich wieder den Link in meine Story gepostet und so, dass die Leute nicht vergessen, dass man das eigentlich immer könnt. Also, wenn ihr irgendwie eine Frage habt oder eine Situation oder auch einfach Gossip oder einen Gast für eine Podcast-Folge wünschen wollt, dann könnt ihr immer in jeder Folge hat's in der Beschreibung einen Link, so einen Google Docs-Link. Und dann könnt ihr anonym reinschreiben, was ihr mir erzählen wollt. Und dann wird das einfach irgendwann aufgegriffen oder halt vielleicht auch nicht. Ich kann nichts versprechen, aber ich probiere es auf jeden Fall. Wir fangen an mit der ersten Situation. Eine gute Kollegin bringt immer den Freund mit. Es ist so, dass wir eine grosse Friend-Group sind, wo einen Partner haben und andere nicht. Manchmal gehen wir alle zusammen etwas trinken und alle bringen den Anhang mit. Und andersmal sind es nur die Girls untereinander. Seit Neuestem hat aber die eine Kollegin einen Freund und bringt ihn immer mit, ohne es vorher zu sagen oder zu fragen. Und mittlerweile sehe ich sie gar nicht mehr ohne Freund. Wie kann man das ansprechen, ohne sie zu verletzen oder ihr das Gefühl geben, dass wir ihren Freund nicht gerne haben? Er ist great, er muss einfach nicht immer dabei sein. Oh mein Gott, das ist eine üble Situation. Weil meistens, wenn du so Leute, die gerade in diesem Film sind, von man ist einfach obsessed mit dem Freund und der Freund muss überall dabei sein, wenn du die ansatzweise auf das ansprichst, dann wird das meistens als Angriff aufgefasst, egal wie du probierst, das zu formulieren. Weil im Endeffekt ist ja das deine Message, Bro, hör mal auf, immer deinen Freund mitnehmen. Egal wie oft du sagst, ja, es ist nicht böse gemeint und so, aber es gibt ja auch mega viele Leute, habe ich auf TikTok gesehen, mega viele Leute, die sagen, dass alles vor dem Aber eine Lüge ist. So, sobald du sagst Aber, zählt das vorne dran nicht mehr. Das finde ich im Fall nicht. Das finde ich nicht, ich finde, das ist blöd. Aber ich würde Fall, das ist mega übel, aber du musst es einfach, ihr müsst das sagen oder vielleicht halt auch so ein bisschen alle zusammen und auch nicht, ich würde das gar nicht so gross aufpushen als etwas, wo man dann so schreibt und so ist, hey Ladina, ich muss sagen, sie heisst Ladina, hey Ladina, wir würden gerne mal mit dir ein Gespräch führen. So muss es ja gar nicht sein, weil dann interpretiert jeder schon wieder von Anfang an so mega viel rein und tut so mega overthinken und ist so, was könnte jetzt sein und so. Und sucht sich von Anfang an schon so Sachen aus, wo man könnte sagen, ja, wenn sie das und das sagen, dann sage ich das und das. Kennen sie alle. Man tut dann schon so Strategien suchen und ist so gestresst. Darum, ich würde einfach vielleicht mal, wenn er sowieso alle dort sind, vielleicht auch low-key, wenn er dort ist, ich weiß es nicht. Je nachdem, was ihr halt für einen Vibe miteinander habt. Zum Beispiel bei meinen Friends wäre das mega etwas, wo man auch so ein bisschen playfully machen könnte, wo man dann einfach so ein bisschen Witzli macht und sagt, ja, Ladina, Alter, du kommst ja erstmal gar nicht mehr fort heute ohne den Marco. Hä? Was läuft eigentlich bei euch? Heiratet ihr übermorgen? Oder, wir vermissen dich, Bro, kann man dich nicht auch mal noch ohne Doppelpack sehen? Bei gewissen Leuten funktioniert das, aber andere Leute
würde dann gerade ausrasten. Darum du musst es safe halt ein bisschen auf deine Situation anpassen. Aber allgemein, glaube ich, muss man so Sachen halt mega aus dem eigenen Bedürfnis formulieren, dass sie sich fühlt, als würdet ihr gerne mit ihr chillen. Weißt du, was ich meine? Nicht so, du nervst mit deinem Freund. Weil dann kommt es immer so nichts gönnerisch über. So, die gönnen mir einfach nicht, dass ich jetzt meine Liebe vom Leben habe. Das wird immer so aufgefasst. Aber du kannst dir so sagen, hey, schau, Ladina, wir haben den Marco mega, mega gern. Und es ist auch cool, wenn wir alle sowieso den Freund dabei haben und so, dann ist es mega cool mit ihm und mit euch beiden zusammen und so. Aber wir so als Girls Group vermissen jetzt auch einfach so amigs mit dir allein Zeit verbringen, so wie es früher war. Und es ist halt auch ein bisschen etwas anderes, wenn dann ein Typ dabei ist und so. Es macht halt so ein bisschen etwas mit der Dynamik, auch wenn wir ihn mega gerne haben. Aber es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn wir einfach alles Girls sind und einfach so eine Girls Night haben können. Und darum haben wir einfach mal so fragen, ob es für dich irgendwie einen Grund hat, wieso das er meistens dabei ist. Oder ist es für dich auch so, dass du eigentlich denkst, ja, es wäre eigentlich mega fun, wieder mal alle mehr zusammen sein und meinst, das könnten wir wieder mal mehr machen? Und sie kann ja dann sagen, nein, Bro. Aber dann muss sie ja damit rechnen, dass ihr keinen Bock habt, die ganze Zeit mit dem scheiß Marco zu chillen. Sorry, ich hasse das. No front Marco. Aber so, man chillt doch sowieso immer nur mit dem Freund und mit der Freundin. Kolleginnen und Kollegen siehst du nicht so oft, wenn du eine Beziehung hast. Dann kannst du doch auch einfach mal ohne den auftauchen. Vielleicht lässt ja die Ladina gerade zu und fühlt sich angesprochen. Ladina, leave him at home. Ich lasse gerade Tilda daheim. Und dein Freund ist definitiv selbstständiger als Tilda. Weiter. Alle sagen, lieb dich selber, bekomm dich selber gern. But how do I do it? Anleitung oder konkrete Tipps, was man machen kann. Ja, das ist eben so eine Sache, oder? Das ist jetzt genau das, es knüpft eigentlich so ein bisschen an die Ladina an. Weil bei einer Ladina, die immer den Freund mitschleppt und nie allein sein kann, würde man jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen sagen, Bro, komm doch erst mal auf dich selber klar. Wieso hast du es nötig, ihn da die ganze Zeit dabei zu haben? Du bist auch super cool ohne. Aber es ist halt sehr viel einfacher gesagt als gemacht, Leute. Ich habe auch schon in vielen Folgen über das geredet und das ist auch nicht etwas, was ich hier als 21-Jährige so schnell mal sagen kann. Also, ja, du musst einfach dich selber lieben, bevor du mit anderen etwas hast und du musst es einfach schaffen und so. Das ist ja ein Prozess und ich glaube, die wenigsten haben das nur schon mit 30 auf dem Kasten. Das ist ja einfach etwas, wo man immer besser drin wird und ich glaube, vieles davon hängt damit zusammen, dass man bewusst Zeit allein verbringt. Und zwar nicht Zeit allein, wo du einfach nur am Handy chillst und am Rumgammeln bist. Das ist das, was ich sehr oft mache. Aber dann fühlt man sich ja nicht wirklich, als hätte man etwas Cooles gemacht oder irgendwie als wäre die Zeit wertvoll, sondern das ist dann so ein bisschen so eine Zeitvertreib. Und jojo, wenn ich allein bin, dann gammle ich halt. Und ich finde, das ist so ein bisschen schade, dass man dann die Alone-Time eigentlich immer damit assoziiert, dass es langweilig ist und so Zeitüberbrückung. Meistens sind wir ja immer nur allein, wenn gerade nichts Besseres läuft. Und dann fühlt man sich ja auch mega schnell einsam, weil man sich denkt, ja, wäre ich jetzt dort und dort eingeladen, wäre ich jetzt nicht allein. Aber dass man sich dann so bewusst Zeit einplant, wo man wirklich wie eine Abmachung mit sich selber hat, das kann man sich wahrscheinlich am Anfang, mache ich jetzt nicht, aber das ist jetzt einfach so eine spontane Idee, kann man sich am Anfang safe auch wirklich for real wie einen Termin im Kalender eintragen, dann und dann gehe ich dort und dort an. Oder nur schon so Sachen wie ins Gym oder dein Hobby, keine Ahnung, kannst du alles machen. Oder mal irgendwie so einen Kurs oder so. Das ist halt mega scary allein, aber bringt einem, glaube ich, auch mega viel. Einfach so ganz kleine Steps, dass du Sachen, wo du dich sonst vielleicht nicht so wohlfühlen würdest, allein, auch einfach mal allein machst und dir wie so ein bisschen beweisst, dass du das kannst. Für mich, ich weiß nicht, ob das so jetzt so ein bisschen ein weirder Ansatz ist, aber mir gibt es mega viel, dass ich mich auf mich selber verloren kann, wenn ich mal nicht mit jedem Scheiß zu allen anderen renne. Weil ich bin so eine Person, ich tue wie fast nichts bei mir selber behalten und alles gegen aussen tragen. Nur schon jetzt mit Social Media, wenn ich irgendein Problem habe, dann ist es ja gerade nächste Woche im Podcast, erzähle ich euch von diesem Problem, weil ich weiss, ja, es gibt halt auch Content daraus und kann ich etwas daraus machen, aber auch jetzt den ganzen Tag, meine Kolleginnen und ich schreiben den ganzen Tag, jeden Scheissdreck, den wir machen. Und wenn das jemand mitbekommt, der nicht so funktioniert, sind die Leute wirklich so, Alter, spinnet ihr? Hat sie der? Oder wenn jemand auf mein Handy schaut und so sieht, wirklich, alle meine Kolleginnen und ich sind auch so Leute, die so nicht alles an einem Stück schreiben, sondern so 20 Nachrichten nacheinander, so, ey, dann hat er gesagt, und dann hat sie gesagt, wenn das jemand von außen sieht, der das nicht kennt, sind die Leute wirklich so, Alter, hat die dir jetzt legit gerade geschrieben, sie hat mir sogar schiessen? Dann bin ich so, ja, wir schreiben den ganzen Tag. Wieso?
Wir so, jo, weiss nicht, weil es lustig ist, mega fun. So, wir wissen alles voneinander. Es sind meistens auch Männer, die so sind, Alter, was ist mit euch? Und Girlies sind so, hä? Wir wissen halt alles voneinander. Aber wenn ich das mal ein bisschen weniger mache, weil das ist natürlich auch, es ist immer einfach, wenn du jemanden zum alles besprechen hast und irgendjemand spricht dir dann immer Mut zu oder irgendwie bestärkt dich in deiner Meinung. Wenn du mit etwas «Alter, findest du das auch mega cringe?» «Ja, voll.» Dann ist immer gerade Zuspruch und du musst nie so allein deine Meinung tragen und überlegen, sondern es ist immer so ein Gemeinschaftsding. Und wenn ich einfach mal kurz ein bisschen chill und nicht mit jedem Scheiß sofort zu 3 verschiedenen Leuten renne und so bin «Jetzt ist gerade das und das passiert und was findest du?» dann gibt mir das auch mega viel, weil indem ich immer zu allen anderen renne, gebe ich wie auch ihnen die Macht über die Situation und signalisiert wie mir selber fast, dass ich die anderen brauche für diese Situationen. Dass ich es allein nicht bewältigen kann und dass ich abhängig bin von den anderen. Und auch, logisch, es gibt mir ja mega viel. Es macht so viel Spass mit meinen Kolleginnen zu schreiben. Und sie sind auch einfach so gute Kolleginnen von mir, dass ich immer mega gerne höre, was sie dazu zu sagen haben. Aber es ist auch mega wichtig, dass ich mich selber auch so sehe. Dass ich auch denke, ja, meine Inputs sind wie eigentlich auch gut genug. Wenn ich jetzt eine Meinung habe zu dem, kann es mir wie eigentlich egal sein, was die Shayla dazu sagt oder die Lynn oder sonst jemand. Wisst ihr, was ich meine? Und das ein bisschen mehr machen oder auch mehr so ein bisschen wirklich so aufschreiben und sinnvoll ein bisschen mehr Zeit verbringen, wo man allein ist. Auch wenn es ein bisschen weird ist und so ein bisschen, ja, okay, Tagebuch schreiben. Aber du kannst ja selber entscheiden, was du reinschreibst. Du kannst auch lustige Sachen reinschreiben, die du nicht vergessen willst oder sonst etwas. Und sonst, glaube ich, ist es wirklich auch so ein bisschen ein Akzeptieren, wer du bist, wie du bist, auch nicht schlecht über dich selber zu reden, weil ich habe das Gefühl, es sind mega viele kleine Sachen, die machen, dass man das Gefühl hat, man ist nicht so richtig im Reinen mit sich selber oder hat nicht so viel Selbstvertrauen. Und auch mal so ein bisschen sich dem bewusst werden, was eigentlich für kleine Sachen eine Rolle spielen. Eben, wenn ich jetzt den ganzen Tag immer sage, boah, ich bin so dumm, sorry, ich bin so dumm, dann glaube ich das irgendwann. Und vor allem glauben das dann auch andere Leute von mir und dann ist es auch nicht einfacher, um dann von sich selber zu behaupten, ich bin mega gescheit. So. Und sonst, ja, glaube auch so Bildung und so, wenn man so etwas hat, wo man weiss, ja, ich lese jetzt das und das Buch und das gibt einem, glaube ich, auch mega viel. Oder auch gerade, keine Ahnung, wenn man ein Studium hat, das man wirklich gerne hat. Aber ich sage nicht, du musst studieren, um dich selber zu lieben oder so. Aber ich glaube, es kann einem schon viel geben, intellektuell etwas zu machen, anstatt alles immer nur so aufs Äußere basieren. Weil meistens sagen die Leute, ja, mach dich jeden Tag fertig und ziehe coole Outfits an, die dir gefallen und dann hast du schon die halbe Miete. Ja, logisch, es hat viel mit dem Äußeren zu tun, leider. Aber ich glaube, wenn man diesen Teil wie schon macht oder einem das nicht so viel bringt, dann muss man es hirnmässig probieren und auch neues Zeug lernen und vielleicht auch neue Sachen erleben, einmal reisen, allein, so Sachen. Aber wir haben noch so viel Zeit, wir machen so viel Druck mit dem, man muss sich selber lieben und das ist auch voll normal, wenn man nicht mega crazy selbstbewusst ist und sofort alles weiss vom Leben und so. Weiss ich auch nicht. Und ich habe auch alle 2 Wochen einen Moment, wo ich so bin, oh mein Gott, niemand hat mich gern und ich bin ein scheiß Opfer. Das ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen das Alter. Die nächste Person sagt, es haben gefühlt alle in meinem Umfeld schon Beziehungen und ich habe noch nicht mal meinen ersten Kuss mit 19 gehabt. Und es gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass mich niemand will oder ich nicht gut genug bin für jemanden. Hast du Tipps, wie man sich ein anderes Mindset dazusetzen kann oder wie man damit umgehen kann? Also, ich kann jetzt leider nicht relaten, weil das ist nicht meine Realität war. Und ich kenne, ich weiß gar nicht, doch, ich kenne schon auch Leute, die auch noch nie eine Beziehung hatten und die auch älter als 19 sind und so, die dann auch sagen, und ich finde das mega spannend, weil es sind eigentlich immer nur die Leute selber, die so sagen, boah, ja, ich würde so gerne einen Freund haben und ich brauche jetzt einen Freund und wieso klappt es nicht und es liegt sowas von an mir und so eben mega das Gefühl haben, ja, ich bin einfach nicht gut genug und so. Und alle aussen dran, also auch ich, bin zu den Leuten so, Alter, das ist so cool. Ich wünschte, ich wäre du. Ich wünschte, ich hätte es wie nicht nötig. Ihr sind für mich die coolsten Leute auf der Welt, weil ich war schon mal in einem Alter, wo ich so gefunden habe, einen Freund haben ist alles und wie cool und so, wo sich so durch das definiert hat. Und das finde ich halt mega lame. Das ist mega opferig. Sorry. Ich darf das sagen, weil ich selber schon so gedacht habe. Und ihr, die das noch nie hatten, ihr
verpasst legit nichts im Fall. Weil du hast ja immer noch das ganze Leben vor dir, um das alles noch zu erleben. Und das Coole finde ich eben, dass ihr wie schon so viel mehr Lebenserfahrung habt, als jemand, der so mit 14 so anfängt, Sachen, keine Ahnung, Beziehungen haben und so. Ihr seid wie viel gescheiter als wir, wo wir angefangen haben, die schon früher dran waren. Ihr macht wahrscheinlich nicht mehr so viel dummen Scheiß. Rational gesehen. Das Problem ist halt mehr, wenn du in das Mindset reingehst von «Ja, es will mich wahrscheinlich einfach niemand» und «Ich bin so hintendrein», dann lässt du dich wahrscheinlich eher schneller auch wieder playen, weil du wahrscheinlich einfach alles mit dir machen lassen willst, weil du so das Gefühl hast, ich muss jetzt einfach, weil ich will das jetzt einfach machen und sonst kriege ich ja niemand. Also du musst aufpassen, dass du nicht in dem so hängen bleibst, in diesem Mindset. Ich verstand, dass man von Zeit zu Zeit so denkt, ja, aber wieso ist es noch nicht dazu gekommen? Aber schau dich doch mal von meinen Augen an und denk dir so, stimmt, Alter, eigentlich ist es schon cool. So, ich hatte das nie nötig gehabt. Vielleicht hättest du es auch nötig gehabt, aber red dir einfach ein. Du bist mega cool wegen dem. Und lass es so ein bisschen los, weil es definiert dich ja gar nicht. Wenn du es nicht niemandem erzählst, würde ja niemand dich anschauen und sagen, oh mein Gott, man sieht dir an, dass du noch nie einen Kuss gehabt hast. Das sagt ja niemand. Und wenn du dich so fest mit dem identifizierst, dann ist es halt so ein bisschen, das merkt man dann auch und das strahlst du ja dann auch aus, wenn du unsicher bist wegen dem oder irgendwie desperate wirst, weil du unbedingt eine Beziehung willst. Und dann ist es halt wirklich so, sorry, dass ich das sagen muss, aber dann will auch wirklich meistens niemand mit dir zusammen sein, wenn du das so ausstrahlst, dass du es unbedingt nötig hast. Also man will ja immer die eigentlich, wo man merkt, ja, die brauchen mich jetzt eigentlich nicht so richtig. So der Typ, der ist mega, der will mich jetzt nicht so mega unbedingt. Das sind die Typen, die man will. Und genau gleich, niemand will irgendjemand, der einem so hinterher rennt oder irgendwie so. Alles geht ja um eben das Selbstbewusstsein und so confident und ja, ich schaffe das allein und okay, du schreibst jetzt 2 Stunden nicht zurück, juckt mich nicht, dann schreibe ich halt, warte einfach und schreibe auch nicht. Versus so die Leute, wo, wenn du 2 Stunden nicht zurückschreibst, 10-mal schon geschrieben haben, oh mein Gott, was machst du? Alter, wieso schreibst du nicht? Hallo, wo bist du? Das gibt so einfach Opfer-Energy und das machen im Fall nicht nur Leute, die noch nie eine Beziehung hatten, sondern auch Menschen, die seit 7 Jahren in der gleichen Beziehung sind. Das ist das, oder, Leute, sehen wir uns selbst wieder. Also ich glaube, es geht einfach so darum, dass vielleicht musst du es mal von außen sehen, dass es ja wirklich nicht so deep ist und dass du so viel Zeit hast und dass du viel gescheiter bist und voll den Vorteil hast als ich mit 14, der einfach nur dummes Zeug gemacht hat und verarscht worden ist. Und du hast wahrscheinlich auch noch nie einen Heartbreak gehabt. Das ist ein grosses Plus. Freu dich nicht auf deinen ersten Heartbreak. Ich hoffe, du bist nie heartbroken. Vielleicht findest du die Liebe von deinem Leben und heiratest sofort. Also es hat eigentlich nur Vorteil, dein Lifestyle. Und wenn du wirklich, sorry, dass ich es so sagen muss, aber wenn du wirklich unbedingt jetzt jemanden willst, dann kriegst du das. Dann musst du einfach so quasi put yourself out there und klar machen, was du willst. Und es gibt ja so viele Leute, die auch einfach wollen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht findest du nicht die Liebe von deinem Leben, aber so jemand, um so Erfahrungen zu machen, so, das wird nicht lang gehen. Aber vielleicht willst du es ja auch nicht unbedingt so, wie du denkst. Vielleicht ist es mehr das Gefühl von Wertlosigkeit und so, wo dir das Gefühl gibt, dass du jetzt jemanden haben musst. Aber eigentlich, sorry, hättest du es so krass wollen, hättest du es safe bis jetzt bekommen. Jeder bekommt es an. Also hört auf euch selber einreden, so, oh, es will mich einfach niemand. Wahrscheinlich hast du auch nicht wirklich unbedingt ausgestrahlt, dass du jemanden wollen würdest, kann ich mir vorstellen. Und sonst vielleicht einfach zu viel. Weil eben, so hinterher rennen und simpig sein, das gefällt eigentlich den wenigsten. Ich wünsche dir viel Glück und sonst viel Spaß beim Zölibat. Ich finde es cool. Jemand hat gesagt, und das haben schon mehrere gesagt, ich habe eine Freundin, die viel schlecht über andere redet, aber alle, auch die sie schlecht darüber reden, sind mit ihr befreundet und ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich fühle mich immer richtig schlecht, wenn ich mit ihr zusammen bin. Ich glaube, das kennen wir alle. Ich war ja selber auch schon in dieser Situation. Ich glaube, ich habe eine Folge, die Gossip Girl heisst oder so, oder irgendetwas mit Gossip, wo es auch so ein bisschen um das geht. Die ist schon recht alt, glaube ich. Aber es ist einfach ein scheiß Gefühl und eben, so ein bisschen lästern tut ja jeder. Und es macht auch jedem ein bisschen Spass. Aber es kommt halt darauf an, wie man lästert. Wenn man lästert und sagt, Alter, schau mal die an, schau wie hässlich, so fett. Das ist halt so unnötig. So alles, was so Sachen sind, wo man gar nichts dafür kann und die einfach gemein sind, finde ich blöd. Aber wenn du
so eine Situation auseinandernimmst und so bist, Alter, what the fuck, was ist dort gerade passiert? Haben sie wirklich alle gerade das und das gesagt, so in der Schule? Also haben die alle das gesagt und der Lehrer einfach nur so? Und hast du gesehen, wie sie dann reingeschaut hat? Und so. Das ist halt einfach lustig. Und das ist auch einfach fun, so Situationen analysieren und auseinandernehmen und so 10 Stunden so über das Gleiche reden und irgendwann so sagen, Bro, eigentlich ist es auch egal. Und dann ist es gegessen. So, das finde ich, ist halt etwas anderes, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du dich jedes Mal schlecht fühlst, nachdem du mit dieser Person gechillt hast, dass es definitiv nicht einfach nur ist, oh mein Gott, hahaha, die crazy Situation gewesen. Und dann auch gerade eben, wenn, ich kenne das auch, die Leute, die über alle lästern und so schlimme Sachen sagen und dann gleich mit jedem befreundet sind, dann weiss man ja sofort auch, okay, die Person redet auch über mich so mit allen anderen. Und ist trotzdem mit mir befreundet. Und das würde mir halt wirklich nicht geben. Wenn du das merkst und auch wahrscheinlich alle wissen das ja so ein bisschen bei diesen Leuten. Also jeder weiss, die reden so scheiße. Aber wenn jeder weiterhin mit dieser Person befreundet bleibt, dann wird die nie aufs Maul fallen und wird nie etwas ändern müssen. Und bei dir wird sich auch nie etwas ändern, weil, glaub mir, die Person eben, die wird sich nicht, die ist einfach so. Und es ist dann deine Aufgabe, die Trauen zu sagen, hey, schau, entweder wir lästern nicht mehr über alle die ganze Zeit oder ich kann nicht mehr mit dir Zeit verbringen, weil ich fühle mich nicht gut so. Und wenn es so eine Person ist, wie ich denke, dann wird sie das definitiv nicht mit Handkuss entgegennehmen, sondern dann einfach krass Scheiße über dich reden, weil du sie verletzt hast, weil die Leute sind ja meistens mega unsicher. Wenn du immer nur über alle anderen reden kannst und immer nur Böses, dann bist du einfach eine mega traurige Seele. Und wenn du dann angegriffen wirst in deiner Persönlichkeit, dann macht es das nicht besser. Also musst du halt damit rechnen, dass die Person dann einfach völlig ausflippt oder nur dumme Scheiße reden wird über dich. Aber dann kann es dir ja wie egal sein. Weil dann hast du es probiert, anständig zu sagen, hey, schau, für mich ist es nicht okay so, ich weiss, weil die Leute sagen dann immer, ja, aber du hast ja immer mitgeredet. Dann kannst du auch sagen, ja, ich weiss, ich habe das auch lange mitgemacht, aber jetzt merke ich, dass mir das nicht gefällt so und keine Ahnung, vielleicht können wir ja auch zusammen aufhören mit dem. Weißt du, wenn du sie wirklich mega gerne hast, sonst, dann kann man das auch probieren, wenn es dir das wert ist. Aber wenn es nur so eine Schulfreundschaft ist oder so jemand, wo du ab und zu mal siehst und es fuckt dich einfach ab, dann sag es auch einfach ehrlich. Und amigs muss man es auch nicht mal ansprechen. Du kannst auch einfach nicht mehr mitreden. Das finden die Leute nämlich extrem schlimm. Extrem schlimm, wenn du plötzlich das Maul hast und nicht mehr mitlachst oder nicht mehr zuhörst. Weil das ist ja der einzige Weg, wie sie auch Aufmerksamkeit bekommen, indem sie Gossip von allen anderen erzählen. Und wenn du dann keine Aufmerksamkeit gibst für das, dann macht das auch etwas mit ihr. Und dann denkt sie sich, ja, dann erzähle ich halt nicht mehr. Tja, dann bekommst du halt mein Gossip nicht mehr und meint, dass es dich mega jucken würde. Darum, es gibt so ein bisschen verschiedene Optionen. Eben, du kannst probieren, es so wegignorieren, so ein bisschen ghosten-mässig, wenn es nicht so eine tiefe Freundschaft ist und sonst halt ansprechen, wenn es dir wichtig ist. Aber du musst halt wahrscheinlich damit rechnen, dass die Person nicht parat ist, zum Aufhören mit dem, weil sonst würde sie wie nicht in diesem Ausmaß machen. Dann habe ich etwas anderes, was mega relatable ist. Wo ich wirklich glaube, ich kenne keine Frau fast, die das nicht auch schon so erlebt hat. Und ich weiss, man fühlt sich so allein mit dem, wenn man in dieser Situation ist und man fühlt sich so schlecht. Darum, glaube ich, ist das etwas perfekt, um euch jetzt hier vorzulesen, damit das alle anderen auch hören dürfen. Ich brauche Advice bezüglich meiner Beziehung. Wir sind jetzt 1 Jahr zusammen, aber irgendwie merke ich, wie er mich immer mehr aufregt. Und das eigentlich ohne richtigen Grund. Ist das einfach eine Phase, dass mich alles aufregt, oder meinst du, dass ich nicht mehr so in Love bin? Was mich mega mitnehmen würde, weil es ja eigentlich eine perfekte Beziehung ist und ich rational gesehen ja weiss, dass er nicht das Problem ist, sondern ich. Ich kann zum Beispiel auch in öffentlichen Situationen, Uni, Bahnhof, nicht intim sein mit ihm, meine jetzt küssen, weil mich irgendetwas zurückhaltet. Dort bezüglich habe ich mich gefragt, ob das an mir liegt und ich das einfach irgendwie nicht zulassen kann, wieso auch immer, oder ob ich mich für eine Art schäme, ohne es zu merken. Was ich aber ein bisschen doof fände. Ich habe auch schon Quizzes im Internet gemacht. Ich weiss es mir nicht. Und die haben gesagt, dass ich abwarten soll. Das Schlimmste ist, dass ich das auch, wenn ich daran denke, wie es jetzt wäre, nicht mit ihm zusammen zu sein, ich glaube, vor allem die Attention von seiner Familie würde vermissen. Also ihn natürlich auch. Aber wie gesagt, momentan geht er mir recht auf den Sack. Ich hoffe, du kannst mir ein bisschen weiterhelfen. Und I know, es war gerade ein bisschen komplizierte Beschreibung. Eigentlich ist ja alles okay, haha, aber hat gut getan, das mal loszuwerden. Danke. Oh, meine Sheila, du musst sowas vor Schluss machen.
Sorry, ich weiss, das sollte man nicht sagen. Ich muss euch ja immer sagen, ich kenne eure Situationen nicht so genau. Aber das Ding ist, ich habe das halt alles wirklich auch schon erlebt. Und alle meine Kolleginnen auch. Und wirklich jede Frau, mit der du redest, ist so, oh mein Gott, ja, der hat mich so lange nur noch aufgeregt. Die meisten bleiben dann ab dem Punkt, wo die anfangen so fest aufregen, nochmal ein Jahr mit dem zusammen, weil man eben so ist, ja, aber eigentlich ist ja alles gut und er ist ja ein Netter, aber irgendwie will ich gar nicht, dass er mich anlenkt, er grüßt mich, ich finde ihn nervig, er ist dumm, er macht alles falsch. So, eigentlich weiss man es selber. Weil das ist eben genau das Bauchgefühl. Du würdest nicht die so fühlen und das alles so hinterfragen, wenn es der Richtige wäre. Glaubt mir, es gibt so einen dort draussen, den er am liebsten vor allen Menschen auf der Welt würde küssen, auch wenn er sonst das richtig cringe findet. Mich. Ich bin übrigens überhaupt nicht so jemand, der das öffentlich kann. Ich mache das nie. Ich finde das ich verstehe auch nicht, wieso man es nötig hat. Kann er aufhören, Public Display of Affection machen. Es grußt mich. Aber es gibt schon, wenn ich richtig in Love bin mit jemandem, dann so schnell so eine Pack schaffe ich dann schon. Und auch nicht, dass es mich dann grußt oder ich mich schäme, sondern einfach hihi, so. Aber wenn du... Sorry, ich denke so fest zurück an die Situationen, die ich selber erlebt habe. Man fühlt sich so schlecht, man ist so, oh mein Gott, er hat nichts falsch gemacht. Aber du regst nur noch auf. Und ich glaube, das ist wirklich so das Fundamentale, dass etwas nicht stimmt, dass man einfach nicht, dass es nicht die richtige Person ist. Und das muss man auch nicht immer richtig ergründen können. Du kannst nicht immer sagen, ja, wegen dem und dem. Und das macht es ja so schwierig, weil du willst logischerweise nicht jemandem das Herz brechen, der obviously nichts falsch gemacht hat, mit dem Grund von, ja, irgendwie nervst du mich. Was ist das? Und wir alle, also ich habe das Gefühl, Leute, die dann trotzdem noch mega lange zusammenbleiben mit dieser Person, sind in der Regel sehr empathisch und tun das Ganze dann so overthinken und fühlen sich schlecht und haben ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt die Person verletzen würde. Aber be for real, Leute, es ist genauso verletzend, wenn die Person die ganze Zeit alles falsch macht und du gar keine Lust hast und die Person so wegstossest und es nervt einfach nur noch. Das merken die ja auch. Also, die sind ja nicht blöd, die probieren dann immer mehr und das nervt ja dann auch immer mehr. Du denkst dir, Bro, du fuckst mich ab und der Typ macht immer mehr und denkt, was kann ich noch machen, kommt mit mir Geschenk oder läutet dir 10-mal am Tag an und du bist so, oh mein Gott, wieso läutest du mir 10-mal am Tag an? Ja, weil du ihm legit wahrscheinlich das Gefühl gibst, dass du ihn hassest. Und vielleicht hassest du ihn ja auch ein bisschen und das muss keinen Grund haben. Aber wichtig ist, dass du, ich glaube, du hast es ja selber schon gecheckt, eigentlich alles, was du dort reinschreibst, ich könnte dir deinen Text nochmal zurückschicken und du kannst dir deine Frage selber beantworten, weil du sagst ja auch schon klar, es geht eigentlich mehr um die Familie, um so die Gewohnheit und es ist in Anführungszeichen eine perfekte Beziehung. Es ist schön, so etwas zu haben, das irgendwie anscheinend funktioniert, vor allem gegen aussen wahrscheinlich. So, man kennt euch auch schon als Paar, das finde ich immer mega mühsam. Du bist so, das ist mein Freund und dann nachher musst du nochmal so sein, ja nein, es ist jetzt nicht mein Freund. Das ist, ich hasse das. Und auch eben die ganze Familiensituation, das kenne ich selber auch, weil ich jetzt einfach nicht die krasse Familie habe und es dann immer mega schön finde, wenn auch bei Kolleginnen, aber allgemein bei irgendwelchen Bezugspersonen nachher ihre Familie so einnehmen und dort so gut ankommen. Die haben einem ja dann auch immer mega gern, wenn man so jemand ist, der sich dort Mühe gibt und das mega genießt mit dieser Familie. Und das dann loslassen ist, glaube ich, für ganz viele das Schlimmste. Und auch ein Grund, wieso man es nicht macht, aber es ist halt einfach egoistisch und scheiße dieser anderen Person, also deinem Freund gegenüber. Und auch für die. Es gibt safe einen, der 100 Millionen Mal besser zu dir passt, wo du dich nicht grusen musst, wo du nicht dich schämen musst und den ganzen Tag so denken, irgendwie, vielleicht stimmt mit mir einfach etwas nicht. Weil das ist so generally die Konklusion, zu der man kommt als junge Frau, habe ich das Gefühl, dass man sagt, ja, mit mir stimmt einfach etwas nicht. Vielleicht ist es, weil ich das und das mache oder weil ich gestresst bin oder weil Schule, Arbeiten, vielleicht ist es auch einfach, weil du ihn nicht so gerne hast, wie du gedacht hast und du ihn besser kennengelernt hast und ihr einfach nicht füreinander sind. Und das ist fein. Und früher auch in der Schulzeit haben meine Kolleginnen und ich, also meine Friendgroup, wir haben alle einen Freund gehabt und alle auch recht lang. Und irgendwann haben wir so angefangen miteinander darüber zu reden und sind alle so gewesen, oh mein Gott, Leute, Loki,
der regt mich auf. Und dann haben wir erst gecheckt, dass es allen gleich gegangen ist und wir alle wirklich so waren, irgendetwas stimmt nicht. Und dann haben wir gecheckt, Bro, wenn es uns allen so geht, kann es ja wohl nicht einfach nur an mir liegen, sondern vielleicht ist es auch ein grosses Problem, dass man sich so in etwas reindrängt und nicht so gut ist, im auf sich selber hören. Und ich habe das Gefühl, das ist auch oft so ein Ding, wenn man schon länger zusammen ist, dann ist es so, jetzt habe ich aber schon so viel Zeit investiert. Wenn es jetzt gleich nicht funktioniert, ist irgendwie blöd. Aber wir sind halt jung und es passiert. Und je früher du Schluss machst, desto früher kann er eine finden, die ihn actually nicht scheiße findet. Und ich kenne das genau. Sie können so ein Glas an den falschen Ort stellen und du bist so, oh mein Gott, bist du eigentlich dumm? So. Und es liegt nicht am scheiß Glas, es liegt wirklich an der Person und dass man die Schnauze voll hat. Und ich weiss nicht, bei mir ist im Nachhinein, also im Moment habe ich mich auch so gefühlt, so ja, aber es gibt irgendwie keinen Grund und eigentlich ist alles gut und ich bin einfach dumm und scheiße. Aber im Nachhinein habe ich dann schon auch, wenn ich darüber nachgedacht habe, so gemerkt, nein, der hat mich einfach die ganze Zeit disrespected, hat keine Ahnung gehabt, wer ich bin, hat mich nicht mal richtig gekannt, hat immer nur komische Sachen gesagt, die mich einfach verletzt haben eigentlich und irgendwann ist es mir dann halt egal geworden. So. Oder für mich ist auch oft, dass ich, also oft Leute, es tönt, als hätte ich so 40 Beziehungen gehabt, aber sagen wir ein paar Mal, das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen den Respekt vor dem Typ verloren habe, weil er in meinen Augen einfach nicht das gemacht hat, was ich selber für Ansprüche habe. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn ich mega hardworking bin, mega Ziele im Leben habe und eigentlich voll etwas mache und auch viel Verantwortung habe und so mein Leben lebe und der andere steht jeden Tag um 12 Uhr auf und frisst dann, keine Ahnung, ein Toastbrot, geht wieder schlafen, geht gamen und dann zur Nacht gibt es noch einen Burger von Mami serviert, dann irgendwann löscht es einem halt ab und denkt man so, ja, sorry, also nein. Und dann hat es ja eigentlich schon Gründe, die einfach so kleiner sind oder schleichend kommen, wo man sich dann aber auch nicht schlecht fühlen muss dafür, ganz ehrlich. Machen wir Schluss. Okay, und eine letzte Situation. Ich habe das Gefühl, ich bin mich im Moment ein bisschen am Auseinanderleben mit ein paar von meinen Kolleginnen. Einerseits, weil ich jetzt angefangen habe zu studieren und alle ein bisschen weniger Zeit haben, aber andererseits auch, weil ich das Gefühl habe, es ist irgendwie nicht so ganz wie früher. Mit ein paar passt es irgendwie nicht mehr so 100%. Ich bin jetzt gerade in einer Phase, wo ich alles mega overthink, darum weiss ich nicht, ob ich es zu fest interpretiere in ein paar Sachen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es easy schade und weiss auch nicht so ganz, wie damit umgehen. Vor allem halt, weil ich es nicht gerne habe, wenn Sachen sich verändern. Hast du das auch schon mal gehabt und wie bist du damit umgegangen? Hast du etwas dagegen gemacht? Ja, ich hatte das auch gehabt, gerade wo das Gymi vorbei war und eben auch dass die Situation, alle sind studieren, alle haben etwas anderes gemacht. Es ist einfach so, dass man sich auseinanderlebt und dass man ja auch gar nicht... Alle erzählen dann ihre neuen Geschichten, sind mega hyped in dem neuen Ort, wo sie sind, in ihrem Studiengang oder mega viele können ja auch reisen und keine Ahnung und erzählen so ihre Sachen und es ist natürlich cool zum Hören, aber es ist wie nicht mehr das Gleiche, wie wenn du jeden Namen auch kennst. Wenn es so von der Klasse eine Storytime war damals, so, ja, dann hätte Jonas das gesagt und der Jan das und dann hat Emma gesagt, weißt, dann kennst du alle und du kannst es dir so vorstellen. Und dann gehen die Leute an ihren eigenen Ort und du checkst so, Bro, es juckt mich doch nicht, wer die Noemi ist. Ich habe keine Ahnung, wer die Noemi ist. Wieso erzählst du mir 2 Stunden am Tag von der Noemi? Und es juckt einem dann halt wie mehr, glaube ich, das eigene eine Zeit lang, weil man findet ja eben selber das neue Studium mega spannend und die neuen Leute und findet ja auch neue Friends und muss ja auch. Also du musst dich wie wieder in eine neue soziale Situation begeben und probieren, dort so gut wie möglich irgendwie so surviven, wie es dir passt. Ob du jetzt gerne viele neue Friends hast oder wenig oder so eine Bezugsperson. Aber du probierst ja dort einfinden. Und das alle anderen auch. Und dann ist logisch, verliert man sich so ein bisschen aus den Augen und alle anderen denken sich ja das Gleiche. Also die anderen sind dann auch so, jo, jetzt chillen wir eh nicht mehr jeden Tag, jetzt haben sie eh keine Zeit mehr. Und dann investiert man mehr in das neue soziale Umfeld, weil es einem wie wichtiger ist. Weil jetzt bist du jeden Tag an einem anderen Ort, wo du natürlich keinen Bock hast, allein zu chillen. Und das ist so ein bisschen die traurige Realität. Und auch das Gefühl, nach der Schulzeit merkt man mega schnell, dass man vielleicht gleich nicht so gut befreundet war, sondern wirklich nur wegen jeden Tag sich sehen und auch keine besseren Optionen haben, sich gut verstanden hat. Also in einer Klasse ist ja immer die am besten mit dir matchen und das sind deine Friends. Aber nur weil sie in dieser Klasse mit dir am besten matchen, heisst es wie nicht, dass sie im Leben am besten mit dir matchen und du bist wie einfach aus, nicht Not, aber aus Gewohnheit und so, es gibt einfach niemand Besseres in einer Klasse mit diesen Leuten befreundet. Und wenn du das nicht musst,
dann merkst du erst, wer wirklich auch den Aufwand betreiben will und weiterhin mit dir befreundet sein will und wer es auch noch juckt. Ich habe auch noch Friends vom Gym, die trotzdem jede Woche fragen, «Hey, was läuft?» und die auch langsam meine neuen Namen kennen, von Leuten, die sie noch nie getroffen haben, aber eben, die jetzt wie ein Teil von meinem Leben sind, wo ich kann sagen kann, «Alter, Daisy, die und sie weiss, wer es ist, obwohl sie die nicht mit denen studiert. Und es juckt sie auch. Aber das ist jetzt eine Kollegin, die sich auch die Mühe gemacht hat. Und ganz viele, Bro, juckt es halt einfach nachher nicht mehr. Und das ist mega schlimm. Also das hat mich auch mega verletzt. Weil ich mir so dachte, aha, Bro, ich dachte, wir sind besser befreundet als das. Aber chillig, Bro. Danke für nichts. Und ich bin mir sicher, das haben sich auch andere bei mir gedacht. Muss ich auch sagen. Aber man kann auch nicht. Du kannst ja nicht für 20 verschiedene Friendgroups nachher noch deine ganze Energie investieren. Vor allem nicht, wenn du im Studium die erstmal eben einleben musst. So viel Neues, so viel zum Lernen und bla bla bla. Und ich weiss nicht, ich habe dann eigentlich nichts so richtig gemacht. Ich habe es einfach so passieren lassen. Und im Nachhinein denke ich mir auch so, ja, chill, du hättest jetzt einfach mal die 2-3 Mal mehr können melden bei dieser und dieser Person, weil jetzt sind wir einfach nicht mehr befreundet. Also es geht mega schnell, dass man sich dann einfach aus den Augen verliert und es dann wie komisch ist, um sich nochmal zu melden. Darum, wenn dir jemand wichtig ist, glaube ich schon, ist es wichtig, nach der Schulzeit sich einfach Mühe geben. Und es gibt halt auch Phasen, wo jemand mehr geben kann und jemand weniger. Dass man auch in Kauf nimmt, dass man mal die Person ist, die 4-mal nacheinander muss fragen, «Ey, wann sehen wir uns?» Und 4-mal kommt, «Ey, kann nicht. Und du dann wie nochmal fragst. Und dann sieht man sich vielleicht. Aber die andere Person muss das dann halt auch irgendwann mal liefern. Und das ist halt einfach mega schwierig, Bro. Es ist so schwierig und es ist aber auch nicht so schlimm. Weil eben, man denkt dann mega oft, ja, es ist schade und so, aber zum Teil versteht man sich auch gar nicht mehr so gut, wie man meint. Man denkt zurück an die guten Zeiten und denkt, «Oh, mega schade, wir haben es so gut gehabt.» Aber würdest du es heute noch so gut mit diesen Leuten haben, weiss man nicht. Weil die verändern sich ja auch und du veränderst dich. Und ich finde, man darf auch einfach die Lebensabschnitte so mit diesen Augen sehen, dass eben, es war so cool und so, aber auch einsehen, dass es vielleicht auch einfach schön war für diese Zeit und nicht mega dein ganze Leben lang bleiben muss. Es kann ja trotzdem mega schön sein. Nicht, dass man so zurückdenkt und immer so verbittet ist und wieso meldet sich jetzt nicht mehr und die ist jetzt scheiße geworden. Sondern einfach so, okay, ja, wir haben eine coole Zeit gehabt, jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ihr geht es gut, fertig. Und du findest ja dann auch deine neuen Leute. Darum, wenn sie mega stresst, würde ich schon so ein bisschen etwas machen und so das Gespräch suchen. Aber wenn du auch so findest, irgendwie passt es auch nicht mehr, dann kannst du es auch einfach so passieren lassen. Weil meistens merken die anderen Leute ja auch, dass es nicht mehr so passt. Und dann lassen sie einfach alle so ein bisschen passieren und dann ist auch gut. Auch wenn es traurig ist. Vielleicht schickst du dann in einem Jahr mal so einen Snapchat-Flashback und dann lacht man so ein bisschen hahaha und dann meldet man sich wieder ein Jahr nicht mehr. Ist auch cute. So Geburtstag gratulieren oder so kann man ja immer noch machen. Es muss ja nicht alles oder nichts sein. Ja, Leute, das waren meine Inputs zu ein paar Geschichten, wo ich einfach gefunden habe, viele haben ähnliche Sachen geschrieben, wie jetzt die ich vorgelesen habe. Und ich kann einfach selber auch relaten mit diesen Sachen. Und ich hoffe, es war so ein bisschen für alle etwas dabei gewesen, wo euch vielleicht ein bisschen geholfen hat oder einfach spannend war zum Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt für die nächste Folge, let me know. Und ich sende euch sonnige Grüße. Es schifft zwar, aber ist mir egal. Gali Grü, bis nächste Woche. Ciao.